Das nächste handelt von den Zimbrer und Teutonen. Ich war ein Strick als kleiner Bub und noch ein Faulpelz als dazu. Es wollte nicht in mein Kopf hin, dass doch die Schulen nötig sind, um die Bildung zu studieren und sonst noch Dings zu profitieren. Mein Lehrer hat mich als verschlagen und dann mein Vater auch. Meine Mutter hat mir jede Woche mit guten Worten zugesprochen. Es hat nichts gebracht. Die ganze Kunst war an mir faulem Barsch umsonst. Das glaube ich. Nein, einfach. Da war ich fleißig. Da habe ich als gelernt für 30. Das war Geschichtsstunde. Heut noch weiß ich in dem Fach mehr wie im Französisch. Da hat mein Lehrer als erzählt, wie es früher war auf der Welt. Wie die Athener und Spartaner sich als verschlagen untereinander. Wie sellemals der römische Staat in Eimfort Händel hat gehabt, wie sie die Gallier und Samniter vermebelt haben als wie's Gewitter. Wie später dann der Hannibal in ihr Gebiet ist ihnen gefallen und kloppt die Römer auf die Kepp und schlägt sie halber krumm und schepp. Am größten aber war mein Fred, wann von den Deutschen war die Rede. Was das für Riesen sind gewesen, wo jedermann 2 Meter messt. Was die dem Römerpack, die Gosch, auf deutsche Art haben vollgedroscht. Ja. Und wie die Zimbrer und Teutonen in Frankreich drinnen an der Rhone dem Römerchores haben gewiss, wie stark als man in Deutschland ist. Da war ich stolz im Herz da drin, dass ich ein deutscher Berger bin. In meinem Geschichtsbuch hat's gestanden von Seite 96 an. Da habe ich als so viel gelesen, dass ich noch heut fast alles weiß. Die Blätter waren ganz voll Dreck, besonders unten rechts im Eck, da wo man als den Finger hat, wo man die andere Seite aufschlägt. Da drin war alles aufnotiert, was besonders interessiert. Von den Zimbrer und Teutonen, wie als die römische Legionen schon Angst gehabt haben, stundenlang vor noch die Schlacht hat angefangen. Ah jo, sie haben's halt kommen sehen, dass sie schon wieder Mages kriegen. Da hat in Rom der Hochsenat eine kolossale Angst gehabt. Der Konsul ist herumgelaufen, als wäre er gerade vollgesoffen. Die Volkstribune sind zu zweit ganz krank vor Schrecken in ihr Bett. Das Volk steht ängstlich auf der Gasse und ist ganz still und todblass und heult und wimmert weh und ach. Jetzt kriecht das römische Reich die Kraft. Auf einmal kommt der Reitersmann und kreischt so laut, als wie er kann. Hurra, hurra, wir haben gesehen, die Zimbrer haben ihr Mages gekriegt. Und zwar alleder wirklich so. Der Reitersmann hat nicht gelogen. Die Deutschen haben die Schlacht verloren und sind all abgemetzelt worden. Ach Gott, heut muss ich als noch flennen, dass es so weit hat kommen können. Mein Lehrer hat als noch gesagt. Seht, Schüler, das ist jammerschad, dass man nicht weiß, woher die Scharen der Zimbern und Teutonen waren. Zwar, man vermutet ziemlich stark, sie stammten wohl aus Dänemark, doch auch die Ansicht wird vertreten, sie seien eingestammte Schweden. Und wieder andere sagen, nein, sie sind vielmehr vom Niederrhein. Doch die Beweise bleibt man schuldig und das Papier ist ja geduldig. Ach, lieber Gott, da muss man lachen, was die gelehrte Sache machen. Da weiß ja jeder alles besser von den lumpischen Professor. Da sagte jeder immer grad was anders, als der andere sagt. Ja. Na, ich bin auch kein dummer Mann und kann meine eigene Meinung haben. Das Volk der Zimbern und Teutonen tat einstens in der Rheinpfalz wohnen. Gibt's hier nichts mehr zu trinken?